Hello, everyone. Dear teachers, dear students from Croatia, Poland, Romania, India, Colombia, Vietnam, Kosovo, Turkey, Bulgaria, Montenegro, and Serbia. Dear guests, welcome to the awards ceremony of the 2022 Europe Day competition. My name is Jelena Kovačević, and I and my colleague Martina Budimir organized this competition together. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler aus Kroatien, Polen, Rumänien, Indien, Kolumbien, Vietnam, Kosovo, aus der Türkei, aus Bulgarien, Montenegro und Serbien. Liebe Gäste, willkommen zur Preisverleihung des Wettbewerbs anlässlich des Europatages 2022. Mein Name ist Martina Budimir und ich habe zusammen mit meiner Kollegin Jelena Kovačević diesen Wettbewerb organisiert. This is the second year that this competition is running. We launched it last year in order to pay tribute to Europe, the community, and mutual understanding that we need today more than ever. And it turned out to be a real hit. So we decided to continue the good practice and organize the second one. And here we are with 148 entries from 14 countries and 3 continents. Wir organisieren den Wettbewerb schon zum zweiten Mal. Als wir den Wettbewerb im vorigen Jahr gestartet haben, um Europa, die Gemeinschaft und das gegenseitige Verständnis, das wir heute mehr denn je brauchen, zu würdigen, konnten wir uns nicht vorstellen, dass das Interesse so groß sein würde. Deswegen haben wir uns entschieden, die gute Praxis fortzusetzen und den Wettbewerb zum zweiten Mal zu organisieren. Und hier sind wir mit 148 Arbeiten aus 14 Ländern und 3 Kontinenten. Martina, ako mi možeš sam potvrditi, jel vidiš full screen ili vidiš? Vidim full screen. Okay, great. The competition has been supported by relevant institutions and individuals in charge of teaching and training in the fields of English and German as foreign languages, but also of education about the European Union in Croatia. Let's listen to the greetings. Der Wettbewerb wurde von einschlägigen Institutionen und Einzelpersonen in Fragen der englischen und deutschen Sprache als Fremdsprachen, aber auch der Bildung über die Europäische Union in Kroatien unterstützt. Hören wir uns jetzt die Grußworte an. You are the key in building a fairer, greener and more inclusive future of Europe. Sie sind der Schlüssel zum Aufbau einer gerechteren, grüneren und integrativeren Zukunft Europas. Dear students, dear mentors, dear friends, thank you for keeping hope in our lives. Liebe Schüler, liebe Mentoren, liebe Freunde,
Danke, dass ihr die Hoffnung in unserem Leben aufrechterhalten. Hello, dear students, dear teachers. On behalf of the Education and Teacher Training Agency, I would like to thank you and congratulate you on taking part in this year's celebration of the European Day and what it stands for. I would like to say thank you to dear colleagues Martina and Jelena for all their efforts. Good luck, everyone. Pardon my French and German. Hallo, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer. Im Namen der Bildungs- und Lehrbildungsagentur möchte ich Ihnen danken und Ihnen gratulieren, dass Sie an der diesjährigen Feier des Europäischen Tages und wofür es steht, teilgenommen haben. Ich möchte mich bei den lieben Kolleginnen Martina und Jelena für alle ihren Einsatz bedanken. Viel Glück allen! Everything will be fine in the end. If it's not fine, then it's not the end. Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs Europatag 2022. Im Namen des kroatischen Deutschlehrerverbandes gratuliere ich euch zum diesjährigen Erfolg, aber auch schon zur Entscheidung, an dem Wettbewerb teilzunehmen, sowie kreativ, fantasievoll und mehrsprachig zu zeigen, was europäische Jugend alles kann. Denkt bitte daran, mit euren Talenten, Kenntnissen, mit eurem Engagement lebt und gestaltet ihr schon heute die Zukunft Europas. Wir verlassen uns auf euch. Dear participants of the contest Europe Day 2022, on behalf of the Croatian German Teachers Associations, warmest congratulations on your achievements and on your starting decision to take part in the contest and to show in a creative, imaginative and multilingual manner what European youth is capable of doing. Please do not forget, already today you are the ones who live and co-create the future of Europe with all your talents, competencies and engaged work. We trust in you. Heartfelt congratulations to all the winners from us, the May Peace Prevail on Earth International NGO here in Munich. Our message to you is simple. Please don't stop to commit yourself to peace activities. We, the preceding generation, need you, the youth, because of your freshness, of your positivity. You are still free of any resignation. You have the energy to work for peace, and your view to the world events is still positive. So thank you for continuing, and thank you for your participation in the contest. Herzlichen Glückwunsch von der May Peace Prevail on Earth International. Wir sind ein NGO hier in München. Unsere Botschaft an euch ist simpel. Bitte hört nicht auf, euch für den Frieden zu engagieren. Wir, die Generation vor euch, brauchen euch nämlich. Wir brauchen eure Frische, euren Elan, eure Positivität. Ihr habt noch nicht resigniert. Ihr seid voller Enthusiasmus, wenn es um den Weltfrieden geht, und das ist das, was wichtig ist. Gleichzeitig möchte ich mich nochmal bedanken für eure Teilnahme am Wettbewerb. Let us have a look at a short overview of the submitted entries. Jetzt folgt eine kurze Übersicht über alle Beiträge, die eingereicht worden sind.
Once again, it was very difficult to choose winners. The number of quality of the works speaks of your creativity, dear students, and shows how much you are interested in all that Europe and the world needs today more than ever. Everyone deserves praise, but we had to choose the finalists. We are glad that you have decided to celebrate the birthday of the European Union with us today. Also, this year we have decided not to award only 6 students for the 3rd, 2nd, and 1st place in 2 age categories, but 12. So both categories and both languages. Es war schon wieder sehr schwierig, die Gewinner und Gewinnerinnen auszuwählen. Die Anzahl und Qualität der Arbeiten spricht für eure Kreativität, liebe Schülerinnen und Schüler, und zeigt, wie sehr ihr euch für alles interessiert, was Europa und die Welt heute mehr denn je brauchen. Alle verdienen Lob und Anerkennung, wir mussten aber die Finalisten und Finalistinnen auswählen. Wir freuen uns darüber, dass Sie sich entschlossen haben, heute mit uns den Geburtstag der Europäischen Union zu feiern. Wir haben uns entschieden, in diesem Jahr nicht nur 6 Schülerinnen und Schüler auszuzeichnen, das heißt je 3 in jeder Altersgruppe, sondern sogar 12 Preise zu vergeben. So haben wir in diesem Jahr insgesamt 12 Siegerinnen und Sieger oder Siegerinnen oder Sieger, je 3 pro Sprache und pro Altersgruppe. But before we announce the winners, let us play a game, a quiz about the European Union. So grab your phones and type in kahoot.it and then type in the game code that you will see on the screen in a moment. Vor der Bekanntgabe der Sieger und Siegerinnen, lasst uns ein Spiel spielen, ein Quiz über die Europäische Union. Nehmt bitte eure Smartphones und tippt kahoot.it ein. Dann tippt die Nummer ein, die ihr bald auf dem Bildschirm sehen könnt. Einige sind schon da. People are logging in all the time. There are 58 participants at the moment. Shall we start the game now? Or is anybody else trying to get in? Sollten wir jetzt anfangen? Ich glaube, dass unsere Kollegin Maria sich schon wieder anmelden sollte. I believe our colleague Maria is waiting in the waiting room too. I don't see her in the waiting room. When I saw her, I let her into the... She's already here. Mhm. Sollten wir anfangen?
Should we start now? 60 people No. in the game. Okay, so let us start the game. You have done your homework. Bravo. Luca was the fastest one and the correct one. I oder I. Okay, 24. There are 3 working languages. Es gibt 3 Arbeitssprachen in der EU. Die anderen sind offizielle Sprachen. There wasn't any questions or the, like the options in my screen. On your screen, something must have frozen because we can see it well. Can you all see it well? There are 4 options. 4 options, yes. But there isn't the name of the options and there isn't the question. Oh, something must have happened maybe because of the internet. Because the answers here say 3, 24, 25, and 27. And 24 is I just had to click them random, mostly. Random, okay. Yeah, okay. Let's try the next question then. Yeah, I have the same problem. I don't see the question, just the options. Oh, maybe I can read. I will read out loud. Dann auf Deutsch auch. The capital city of the European Union. Welche Stadt ist die Hauptstadt der EU? Strasbourg, Berlin, Brussels, or Paris? Red is Strasbourg, yellow is Berlin, blue is Brussels, and green Paris. Rot ist Straßburg, gelb ist Berlin, blau ist Brüssel und grün ist Paris. Okay. You're wrong. Oh my God. Question 4. Never mind. All member states of the European Union use euro as their currency. Is it true or is it false? Alle Mitgliedstaaten haben den Euro als offizielle Währung. True or false? True or false? True. Red is true and blue is false. Yes, I knew. Mostly because Britain still used their pound. Britain still used pound. Yes. That proves. Okay, I'm not going to reveal some of the answers from the quiz. So be attentive. Listen to the next question. What is the motto of the European Union? Wie lautet das Motto der EU? Motto. Is it Carpe Diem, the red option? In Varietate Concordia, the yellow one? Alea Iacta Est, blue? And Veni Vidi Vici, green? Carpe Diem, rot. The correct. Usually the longest will be the correct. So, yeah. Do you know the translation of the motto of the European Union? Kennst du die Übersetzung? The sentences I wrote it in a different language. Does anybody know what it means, the correct one? I see most of you got the answer correct. Wie lautet es? Wir Vielfalt vereint. Bravo. Složni u različitosti. Exactly. What language is still as answers written here?
What language is the answers written in here? In Latin. In Latin. In Latin. Question 6. Which country is no longer a member of the EU? Welches Land gehört nicht mehr der EU? Is it red Luxembourg, yellow Belgium, blue France, or green Great Britain? I know, Great Britain. Britain isn't really in the member of the European. It's not in the European anymore. Okay, so now you have revealed the answer for everyone. But all of you knew the answer to that one. Yes. Okay. So that's why the pound is no longer the official currency. Lothar aus Osijek ist an der Spitze. Still use euro though. Still use euro though. They still accept euro, but they also accept the pound. Pounds. More frequently. The largest metropolitan area in the European Union is? Die größte Metropolregion der EU ist Rom rot, Madrid gelb, London blau und Paris grün. Rome red, I know exactly what it blue London, and green Paris. That's it. Can you see the answers now, or is it still empty? Never knew that Paris could be quite big. Lotta is still in the lead. The EU was established in 1993 when what came into force? The Maastricht Treaty, Treaty of Lisbon, Treaty of Rome, or Schengen Treaty? Die EU wurde 1993 mit dem Inkrafttreten des gegründet? Maastricht-Vertrags, Vertrags von Lissabon, Vertrags von Rom, Schengen-Vertrags. Das war eine schwierige Frage. It was a hard question. Difficult one, yes. Okay. Svetlana is in the lead now. Is it Svetlana or Svetlana? Question 9. What is the estimated total population of the EU? Wie hoch ist die geschätzte Gesamtbevölkerung der EU? Is it slightly under 400 million, around 760 million, a bit over 600, or about 450? Etwas weniger als 400 Millionen rot, etwa 700. Ja, es ist zu spät. It's too late now. Just a second, I have this Zoom that is. All right. Question 10. Who composed the EU anthem, Ode to Joy, which you could hear at the beginning of the quiz? Wer komponierte die EU-Hymne Ode an die Freude, die wir am Anfang gehört haben? Wolfgang Amadeus Mozart. Nicht laut sagen, not loud. Sure, it's Wolfgang Amadeus Mozart. He lives in Austria, which is in Europe. What? It was Beethoven. Yes. What? Wrong answer. How did Beethoven even get in here? Great. Now Beethoven is not my favorite character in Wann wird der Europatag gefeiert? Am 7. Mai rot, am 8. Mai gelb, am 9. Mai blau, am 10. Mai grün. Okay, I just don't know the answer, so I'm going to click it random. 7th May is red, 8th May is yellow, 9th May blue, and 10th May green. I can't. Europe Day is tomorrow. We are celebrating a day in advance. Es ist morgen, also wir feiern es im Voraus, einen Tag im Voraus. In 2012, the EU was awarded the Nobel Peace Prize. True or false? 2012 wurde der EU der Friedensnobelpreis verliehen. Ist das richtig oder falsch? Richtig ist rot und falsch ist blau.
Ein bisschen ungewöhnlich. True is red and false is blue. It is true. Finally! How many members of the EU Parliament are there? Wie viele Abgeordnete gibt es im EU-Parlament? 81 rot, 135 gelb, 270 blau, 705 grün. 81 red, 135 yellow, 270 blue, 705 green. $705. So many, a lot. Where is the seat of the EU Parliament? Wo Is ist der it in Sitz des, Brussels? Is it wo in ist der Sitz Brussels, des in Strasbourg, EU-Parlaments? in Luxembourg, or in Amsterdam? In Strasbourg. Okay, Lutz is in the lead. And we have come to the last question. The EU declared the year 2022 as the year of... Die EU-Kommission hat 2022 zum Europäischen Jahr des ausgerufen. Der Flüchtlinge, Cultural heritage, the future, or youth? der Flüchtlinge rot, des Kulturerbes gelb, der Zukunft blau und der Jugend grün. Bravo. Yes. Well done. Let's see who the winners are. Lea Sabo in the third place. Congratulations, Lea. Xenia in the second. And Lutze in the first place. Well done. Runners Herzlichen Glückwunsch. and Tamara. Dankeschön. Bravo, Luce. Hvala. Danke. Bravo, bravo. Okay. Is it a student or teacher? Ist das Schülerin oder Lehrerin? Lehrerin. Lehrerin, bravo. Okay, I have to turn this off because I have this music in the background. So Eriona couldn't play. Eriona konnte nicht spielen. Das steht im Chat. too many players probably. Maybe it's the internet. Maybe it's the too many people in it. Okay, let us continue. Can we see the winners now? Sorry? Can we see the winners now? Yes, yes. Let me just go back to my video. Also jetzt werden wir Gewinner erfahren. Bald. Ein bisschen Geduld noch. Are you impatient? It seems like I have to move it now because I turned it off. Aha. Okay, I'll just admit Yasminka into the meeting. So, dear finalists, the moment has come. Let us see who the winners are. Liebe Finalistinnen, liebe Finalisten, der Moment, der Augenblick ist gekommen. Sehen wir uns an, welche Schülerinnen und Schüler unsere Sieger oder Siegerinnen sind. After the announcement, we would like to invite all the winners to say a few words about their experience in the competition. And of course, mentors can say something too. Wir möchten die Gewinner und Gewinnerinnen bitten, nach der Bekanntgabe ein paar Worte über ihre Erfahrungen im Wettbewerb zu sagen. Und natürlich dürfen auch Mentorinnen und Mentoren etwas hinzufügen.
The youth shall inherit the world. Der Jugend gehört die Zukunft. Przyszłość należy do młodzieży. It's the future, don't you think? You must open your eyes. Hear voices, take action, and you will see our reaction. We wanna live in peace, no tears. It's my new world. With European states as one, with no mask and cry around, no lockdown time. Believe me, it's not only dreaming, a whole new world. A new fantastic point of view. Children grow with no war. Shake hands, say hello. I wanna show that you should know. Maybe we stop here or shall we continue? Yes, it will be good to stop here. To stop here. Es wäre gut, hier zu stoppen und ein paar Worte zu sehen und zu hören. Martha ist unsere Gewinnerin auch, war unsere Gewinnerin auch im letzten Jahr. Sie hat, glaube ich, den 3. Platz gewonnen und sie ist wirklich wunderbar und die anderen auch. Also es war sehr schwierig zu entscheiden, welche Beiträge, welche Arbeiten den Preis gewinnen werden. So Martha was one of our last year's winners as well, and it was very hard to announce the winners and to find the winners because there were so many good works submitted. According to the rules of the competition, we looked at the age appropriateness, at the time invested and effort invested into the production of the entry. So Marta, can you say a few words? Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. My name is Edita. I'm a teacher of Marta from, I teach in primary school in Wrocław, Poland. Unfortunately, Marta couldn't be here because she's taking part in some other competition, in some sports competition. And she asked me to tell you that she is very happy and grateful for the prize. And she had great fun while preparing the song. We are very happy that we got to the final for the second time. The competition is a wonderful occasion to bring us all together from all over the world to create this amazing works and to talk and think about our world. You're doing great job, Jelena and Martina, and I hope you will continue in the following years. Thank you very much. Thank you very much, Edita. Thank you for joining and supporting our competition. Edita ist Marthas Lehrerin. Sie unterrichtet Englisch, glaube ich, in der Grundschule in Wrocław. Und Martha konnte leider nicht teilnehmen, heute nicht mit uns sein, weil sie an einem anderen Wettbewerb teilnimmt. Und sie hat es gesagt, dass es eine große Freude für sie war, am Wettbewerb teilzunehmen, dass er ihr viel Spaß gemacht hat. Und Edita sagt, dass sie sehr dankbar ist für die Organisation des Wettbewerbs, dass es eine tolle Sache ist und dass wir so weitermachen sollten. Vielen Dank, Edita. Thank you very much, Edita. Thank you. Shall we continue or ask the other students? The others too. The other students, Martina, Julia, are you with us? Martina was finalist in the last year too, but she didn't want the prize. I actually really like this competition. I really enjoyed drawing the art for this competition. I actually participated the last year too, as you said, and I really like the fact that we're talking about this topic, since it's really important to know that us children hold the future in our hands, and it's really important to know that we are going to act like our parents raise us.
Thank you very much, Martina. Thank you. Nice work. Martina hat auch im letzten Jahr teilgenommen, wie ich schon gesagt habe. Sie war unter den Finalisten. Sie hat es in diesem Jahr geschafft, einen Preis zu gewinnen. Die Arbeit war wirklich wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Martina. Sie hat auch gesagt, dass es sehr wichtig ist, über dieses Thema zu reden, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die Zukunft der Welt eigentlich in den Händen der Jugendlichen oder Kinder ist. Und das wäre es, glaube ich. Vielen Dank, Martina. Is Julia with us? Oder Martinas Mentorin? Martinas Mentor? Da, ja sam. Dobar dan, ja sam Željka Kalobek, Martina učiteljica, ne znam ni engleski, ni njemački, predajem hrvatski jezik, ali nešto sam uz pomoć pripremila na engleskom jeziku pa bih to pročitala. Željka is Martina's teacher, or should you do it in English, please? Okay, Željka is Martina's mentor. She speaks Croatian, but she has prepared a few sentences in English for us. Und jetzt auf Deutsch. Also Željka ist Martinas Lehrerin. Sie ist aber keine Fremdsprachenlehrerin. Sie unterrichtet Kroatisch, aber sie hat sich vorbereitet und ein paar Worte in der englischen Sprache, glaube ich, vorbereitet. Good afternoon. I would like to greet all the finalists, their mentors, and the organizers of the competition. My student Martina Kosar and I are participating in the competition for the second time, and both times Martina has entered the finals. Martina is very talented in writing, drawing. She is very imaginative, and this topic was a challenge for her. I think Martina deserves to be among the finalists. Congratulations to all the finalists and the winners. Thank you very much, Željka. Thank you. Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten. Sie haben es alle verdient, zum Finale zu kommen, zum Finale zu schaffen. Und Martina hat auch im letzten Jahr teilgenommen, das haben wir schon gehört. Und sie hat auch im letzten Jahr unter den Finalisten, sie ist sehr talentiert, begabt, sie ist sehr kreativ und ihre Fantasie hat eigentlich keine Grenzen. Ungefähr übersetzt. Thank you, Martina. Is Julia or her mentor with us? Julia Piccola. Hi, I'm Julia. I live in Poland. I'm really happy that I could take part in this competition. In my picture, I would like to convey the message that people all over the world should be united, regardless of their origin, faith, or the color of skin. Together we can change the world for the better. Now, as we all know, peace is the most important issue. Unfortunately, we have to witness the atrocity of the war in Ukraine. Thank you very much for appreciating my work. Thank you so much, Julia. Both for your work, for your entry, and for your words. Very, very clever young girl. Thank you. Also jetzt werde ich es auf Deutsch, ins Deutsche übersetzen. Julia kommt aus Polen und sie wollte in ihrer Arbeit zeigen, wie wichtig der Frieden ist. Es ist eine Botschaft gegen den Krieg und eine Bitte, vereinigt weiter ins Leben, in die Welt zu gehen. Oder sie sagt, dass es sehr wichtig ist, gerade in diesem Augenblick, in diesem Moment über diese Themen zu reden. Und sie bedankt sich für die Gelegenheit, am Wettbewerb teilzunehmen. Es war eine große Freude für sie. Und Jelena hat gesagt, und ich muss hier zustimmen, dass Julia eine sehr kluge, clevere junge Frau ist oder ein junges Mädchen ist. Und herzlichen Glückwunsch noch einmal, Julia. Und die Lehrerin, the teacher. Hello, my name is Joanna. I'm an English teacher at primary school in Lublin, Poland. First, I'd like to congratulate Julia on achieving such a big success. I am really proud of you, Julia. I'd like to give my credit to all the finalists. You are incredibly talented and creative. Your artistic skills are amazing.
And thank you very much, Martina and Elena, for organizing such a fantastic competition and creating an opportunity to meet outside our classrooms, at least virtually. It's a great experience, not only for students, but also for teachers. Thank you very much. Thank you so much for your support. Okay. Joanna ist Julias Lehrerin aus Polen, aus Lublin. Habe ich das richtig okay, gesagt. Und sie sagt, dass alle Teilnehmer sehr begabt sind, dass ihre künstlerischen Fertigkeiten wirklich bewundernswert sind. Und sie sagt, dass sie ist sehr froh, dass Julia es geschafft hat, den Preis zu gewinnen. Und sie gratuliert Julia wegen ihres Erfolges. Thank you so Und much. sie sagt, dass es eine gute Gelegenheit ist, uns auch außerhalb des Klassenzimmers zu treffen, mindestens virtuell. Thank you so much. Can you see the full screen? Yes. Okay. Ja, oder? I hope I'm sharing the sound as well. You will warn me if I'm not. It's not the full screen, Jelena. It's not the full screen. Okay. Is it now? Yes. Wieso Hass und nicht Liebe? Wieso Trauer und nicht Glück? Wieso weinen und nicht lachen? Wieso Krieg und nicht Frieden? Das fragen wir euch. Wir fragen und wollen antworten. Denn unsere Zukunft liegt in eurer Hand. Okay, I will stop it here. Just a second. Admit. Have I stopped sharing? No. No. You're still sharing. Yes. Okay. No. So congratulations to our children winners in the German category. Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen und an die Siegerinnen und einen Sieger in der Kinderkategorie auf Deutsch. And we invite the winners and their mentors to introduce themselves. Wir laden Mentoren und Sieger und Siegerinnen, sich vorzustellen. Vielleicht Maria Gialto? Maybe Maria Gialto? Sure, I guess. Ich bin Maria Gialto, ich komme aus Kroatien und wohne in einer kleinen Stadt Požega und bin 13 Jahre alt. Ich mag, wenn ich im Unterricht kreativ sein kann und darf. In Deutschunterricht bin ich immer kreativ und deswegen bedanke ich mich, dass ich an diesem Wettbewerb Europatag teilnehmen kann. Mein Werk habe ich digital gemacht. Liebe Grüße an alle, besonders und die Organisatorinnen des Wettbewerbs. Vielen Dank. Maria kommt. Herzlichen Glückwunsch. I can introduce myself in English as well, I don't mind. Oh, great. Great. My name is Maria Gialto. I come from Croatia. I live in a smaller town called Požega. And I'm 13 years old. I forgot where I stopped. I like when I am allowed to be creative in class. I'm always creative in German lessons, and that's what I like to thank you for being able to take part in this Europe Day competition. I made my work digitally,
and I like to greet everyone, especially the organizers of the competition. Thank you very much for listening to my words. Thank you very much, Maria. Thank you, Maria. Your work is very creative and very modern too. Deine Arbeit ist sehr kreativ und sehr modern. Herzlichen Glückwunsch. Jasminka, unsere Kollegin aus Požega. Hallo, also ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen Martina und Jelena für diese tolle Möglichkeit, weil nicht nur, dass die Schüler die Möglichkeit bekommen haben, zu zeigen, was sie im Unterricht machen, sondern sie können auch sehen, was die anderen Schüler in anderen Ländern und Kontinenten machen. Und das ist noch eine Chance, dass sie sich weiterbilden können. Und ich gratuliere meiner Schülerin Maria Gialto, dass sie an diesem Wettbewerb teilgenommen hatte. Sie ist immer im Unterricht kreativ, fleißig, macht immer an allen Projekten gern teil. Und deswegen bin ich sehr stolz auf sie und auf ihr Werk. Also vielen, vielen Dank, Martina und Jelena. Jasminka, wirst du das auch auf Englisch sagen, oder? Das kann die Kollegin Jelena es machen. Sie versteht aber kein Deutsch. I can understand some bits. I'm not that good to be able to translate. Thank you very much for your support. I will try to do it, but it would be better for Jasminka to do it. She is Maria's English teacher, German teacher. She's English teacher too, and but in Maria's case only German teacher, and she's very grateful for the opportunity to take part in this competition. It's a great opportunity to see what other teachers, other students all over the world do with their foreign language, with their language knowledge, oder mit ihren Fremdsprachenkenntnissen. Und Maria is very Maria is a great student, and she's very creative, and she participates in every activity she has in her school to practice her English or German language or others. She's very good in other subjects too. Thank you very much. I think Quinn is getting very impatient. She wants to say something. Quinn, let's wait for Anna, our winner in this category, and then we'll get back to you, okay? Ana Antić. Anna or her teacher? Ja mislim da je Kristof prvo. Kristof, sorry, yes, I may have skipped. The second place, zweiter Preis. Hallo. Mein Name ist Christoph Erdei und ich bin 13 Jahre alt. Ich wohne in Rumänien und lerne Deutsch als Fremdsprache. Ich zeichne und male viel und gerne. Das Thema hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Die Zeit der Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Es ist immer wichtig, unsere Ideen und Träume zu teilen. Vielen Dank für die Gelegenheit. Es war ein toller Wettbewerb. Okay, I will try to translate it. I'm not an English language teacher. I'm just trying. It was my first language in the high school, but it's not so good anymore. Christoph Erdei kommt aus Romania. He's 13 years old, and he is very grateful for the opportunity to take part in this competition. The topic is very important because it is important to share our dreams and our ideas with other people, and he liked the topic, and that's why he had participated in this competition, and he likes to draw and to paint. Yes, I think I understood that. My German is getting better. Thank you very much, Christoph. Thank you very much for participating. Is your teacher here as well? Danke für die Teilnahme. Ja.
Mein Name ist Renate Erzsébet Bányai und ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache im reformierten Kolleg Wesseling in Zielenmark, das ist in Rumänien. Wir haben insgesamt 6 Werke aus 2 Schulen zur Geschichte. Und erstmal haben wir über die Themen gesprochen, die sehr aktuell waren. Und ich finde diese Gelegenheit toll, weil die Schüler ihre verschiedenen Talente zeigen konnten. Und ich bin sehr stolz auf Christoph. Er ist immer sehr originell und kreativ. Und ich bedanke mich für die Gelegenheit, am Wettbewerb teilzunehmen und alles Gute zum Europatag. Vielen Dank. Renata ist Christophs Lehrerin. Sie kommen aus Renata is Christoph's teacher. They come from Romania, and she says that she had total of 6 works, but from 2 different schools. So it's okay. We have seen 6 Renatas and have checked it. It's okay, and she's very proud of Christoph. He's very creative, and she has talked about the topic with her students, and they have found out what should they do in the competition. And I think that you have a video too, not only not only paintings and drawings. And she is very grateful for the opportunity to take part in this competition. Vielen Dank. Thank you. Thank you very much. And she congrats to all the winners and to all the participants. And Anna, the winner of this category in German, is she with us? Ja. Hallo, ich heiße Anna Antic, ich gehe in die 6. Klasse und ich komme aus Kroatien. Meine Deutschlehrerin Frau Križić hat mir mit diesem Projekt geholfen und ich fand den Projekt interessant, weil es eines der aktuellen Themen ist, zum Beispiel über den Krieg. Und nach meiner Meinung gab es nie einen guten Krieg oder schlechten Frieden. Und ich bin dankbar an alle und für alles. Ich bin überrascht und sehr glücklich. Anna she comes from Croatia, and her teacher Lucia has helped her with her work, and she finds it very important to speak about the war, and there are no good wars and no bad wars. But the war itself is the bad thing. And Anna's teacher had also another student with a video. Also very, very, very good. Okay. Thank you very much. Shall we continue? Maybe Lucia Križić, die Mentorin. Yes. Hallo. Also erstmals danke an Martina und Jelena für diesen ganz tollen Wettbewerb. Und ich möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gratulieren und natürlich den Finalisten und meiner Schülerin Anna. Ich bin auch sehr überrascht. Meine Schülerin Mia hat auch mitgemacht und alle Beiträge sind sehr, sehr toll. Der Wettbewerb ist toll und wichtig. Ich glaube, die Schülerinnen und Schüler müssen einfach unterstützt werden und ihre Stimme muss gehört werden und ihre Kreativität gefördert. Und ich finde das Engagement aller Lehrerinnen und allen Schülern sehr toll. Vielen, vielen Dank für alles. Lucia is Anna's teacher. She has also another student in the finals, and she says she's very surprised and she's very grateful for Anna's success and for Anna's for the opportunity to take part. And she says that it's very important to hear the voices of the youth and of the children, and it's very important to support the children, the students in their creative work, and to give them opportunity to say what they think about the world. Thank you so much. Now Quinn is getting really impatient there. So Quinn, you can ask your question now. Okay, what would
children winner category. Okay, so we do not have Vietnamese children category or Polish children category in this competition. It does not matter where the children come from. We only have the categories of children and youth, but in two official languages of the contest, and they are English and German. Okay, so your work was submitted in the English category in the age group children, right? Quinn möchte wissen, wann die vietnamesischen Sieger oder Siegerinnen bekannt gegeben werden, und Jelena hat es erklärt, dass es keine Gewinner in jedem einzelnen Land gibt, sondern insgesamt 6 Gewinner je nach der Sprache und der Alterskategorie. English category came You shouldn't be sad. You have great work. You shouldn't be sad. You shouldn't be sad. You have great work. Yes. Your full or your whole work will be visible in the video exhibition video, which will be available online. Also alle Arbeiten werden eigentlich veröffentlicht in einer großen Wiederausstellung, die später, nicht heute wie im letzten Jahr, das haben wir im letzten Jahr falsch gemacht, aber es wird bald veröffentlicht und auf YouTube zugänglich sein. Okay, so if you agree, we shall continue with the language, German language category, but this time youth. Martina? Wir setzen es mit der neuen Kategorie fort. Es ist die Kategorie Jugendliche, schon wieder auf Deutsch. Praise Marija. Oh wow. Super. Evandrew Denobi. Wow, it looks so realistic. That is really Sylvia. Nice picture. She drew it really. So congratulations to the winners in this category. Just having problems. Herzlichen Glückwunsch für die Gewinner in dieser Kategorie. English. Und das ist etwas interessant. Also wir haben eine und dieselbe Lehrerin, Mentorin mit 2 Beiträgen, mit 2 Gewinnern. We have one teacher with 2 winners. Maybe she could start, or her student. Vielleicht könnte sie anfangen, oder ihre Schülerin, Entschuldigung. Renata? Dann bin ich wieder da. Ich bin so froh, dass ich kann nichts mehr sagen. Das war ein sehr toller Wettbewerb für uns, und ich hoffe, dass wir sehen uns wieder nächstes Mal. Und ich bin sehr stolz auf meine Schüler und Schülerinnen. Vielen Dank. She doesn't know what to say anymore. She has told it. She is very surprised, and she's very grateful for this competition, and she hopes that we'll meet in the next year too. Congratulations. Herzlichen Glückwunsch. The students? Angela, Anita? Ich heiße Angela Anita Hunyabi und ich bin 17 Jahre alt. Ich wohne in Rumänien. Mein Thema war Kinder und Jugendliche in der Zeit der Pandemie. Und der Titel meiner Arbeit ist Das Gewicht der Worte. Das habe ich aus einer negativen Perspektive vorgestellt. Ich möchte mich bei meiner Lehrerin bedanken, dass sie mich unterstützt hat, und vielen Dank Europatag Wettbewerb 2022. Angela Anita kommt auch aus Rumänien. She comes from Romania, and she is very grateful for the opportunity. And the topic of her work was children and youth in the time of pandemic. And she has the title or the topic of her work is
how important the words are, how do our words affect other people, and she has wanted to show that to show the subject, to present the subject from the negative point of view, and she's very grateful to her teacher too for supporting her in this work. You have great work. Du hast eine tolle Arbeit auch. Bravo. Und dann vielleicht die Gruppe aus dem Bus oder die Lehrerin aus dem Bus oder die Schülerin aus Sesvete. Maria Wischewitsch, bist ja, du vielleicht da? Maria zuerst. Maria die hat es wirklich okay. verdient, als Erste zu sprechen. Okay. Maria Wischewitsch. Maria, wo bist du? Is Maria here? Where are you coming from? Andrea? Are you on a school trip or something? Maria sollte zu Hause sein. Maria ist zu Hause und meine zweite Schülerin Paula ist hier im Bus. Ja, und ich Maria weiß nicht, ist, vielleicht hat Maria Probleme mit dem Internet, mit der Internetverbindung. Weiß ich nicht. Maria is at home and Andrea is in the bus with her other teacher, Paula Barbaric, also finalist, and they are driving home from Dubrovnik and Ston. With her other student, yes. Okay. Okay. Ja, da ich nicht weiß, wo Maria ist, möchte ich mich herzlich bedanken bei euch beiden, Martina und Jelena, für diesen tollen Wettbewerb. Und muss sagen, dass ich ganz stolz auf meine zwei Schülerinnen bin, die im Finale sind. Und herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten und an Maria, die den 3. Platz erreicht hat. Und danke noch einmal für diesen tollen Wettbewerb mit einer hervorragenden Botschaft. Andrea wants to say thank you to her students. She's very proud of both of Paula and Maria. Ja, natürlich. Ich bin ganz stolz auf die beiden, denn ihre Kreativität ist ähnlich zum Ausdruck gekommen. Und nicht nur die Kreativität, sondern auch die Verwendung der deutschen Sprache, beide. She's very proud of both of her students. They have managed to the finals, and she says they are not creative and talented in the arts. Their foreign language knowledge is also very good, and they are using their German language knowledge to send the message, and the message of the contest is very important, and she's grateful to both of the organizers and for the opportunity to take part. And she doesn't know where Maria is. Maybe we'll reach her now. Maria, bist du jetzt ja, ich versuch die per WhatsApp zu erreichen. Okay, dann kann sie sich anschließen. Ja, gut. Okay. Danke euch. Danke dir. Und noch jemand? Jetzt weiß ich nicht mehr, ob alle dran waren. Nein. Renata war da, Andrea war da und der erste Platz. Ja, Silvia Popova aus Bulgarien. Sie ist leider nicht da. Ihre Lehrerin fährt gerade. Sie ist im Auto und kann sich nicht anschließen. Und Silvia Popova, die Siegerin, also die den ersten Preis gewonnen hat, hat einen Karate-Wettbewerb. Sie kann nicht teilnehmen. Sie haben sich entschuldigt, aber sie wussten I nicht, think I understood. she She had our winner has a karate competition this hour. And her teacher is driving now. All right. Ne može više dodijeljeno. Okay. Shall we continue then? Yes, Andrea, ako se Marija slučajno javi, neka nam samo da neki znak pa ćemo je uključiti. My voice is yet to be heard. I'm growing. I'm striving. I'm learning. I'm feeling. I'm communicating. No matter where I'm from, no matter how I was born, no matter how I look,
I have the same rights Sie hat mir as jetzt everybody. geschrieben per My SMS, sie hat Probleme mit opportunities der are endless. Internetverbindung. I decide it is up to me, and I know I'll have the strength to succeed. But I will not do it alone, because no man's an island, as John Donne said. We need solidarity, we need empathy, we need love and compassion. The youth will change the world for the better, united together. Some kids were born in the middle of the storm. Let me simplify, I was petrified. I didn't know what was wrong and what was right. Some had broken bones, some had demolished homes. But either way you will hear our voice, 'cause we will fight to reach the doesn't matter where we grow and what color is the soul in this body made of gold. Maybe young but bold, united in diversity, now and for eternity. It's not so bad after all that the youth shall inherit the world. Congratulations to our youth winners in the English language category. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner in der englischen Sprache in der Kategorie Jugendliche. We invite the winners to introduce themselves, say something about themselves, about the competition, their motives and experience in this journey. Wir laden alle Gewinner und alle Gewinnerinnen ein, etwas über sich und über ihre Arbeit zu sagen. Vielleicht könnte Nea Jankovic anfangen. Maybe Nea Jankovic could start and please say something about your school too. It's very important for your work. Sag etwas über deine Schule auch. Es ist sehr wichtig für deine Arbeit. Okay. Hi, my name is Vladan Ivanov. I'm Nea's teacher. She was online a few minutes ago, but she needed to leave because she's participating in a dance competition in Zagreb at the moment. So I will speak on her behalf. She's the student of the third year of ballet high school, Ludovico, here in Belgrade. And she wanted me to say that in her work, she wanted to connect her great passions, the passion for the dance and for the English language. And she is really grateful, me too as well, for the opportunity for her words and her work to be seen and heard. So thank you very much. Vladana und Nea kommen aus Serbien und Nea war bis vor einigen Augenblicken mit uns, aber sie musste jetzt weg, weil sie an einem Tanzwettbewerb in Zagreb teilnimmt. Sie besucht eine Tanzschule und Vladana sagt, dass es sehr wichtig ist für Nea die Möglichkeit, die Gelegenheit zu bekommen, ihre zwei Leidenschaften miteinander zu verbinden und zu zeigen, was sie zu sagen hat und dass sie gesehen und gehört werden kann. Also sie verbindet ihre Leidenschaften Tanz oder Tanzen und die englische Sprache. Kongratulieren. Wir kongratulieren noch einmal. I believe Matea was the second. So hello everyone, I'm Matea Titzel, and I'm really honored and grateful that I could participate in this big content. And the topic of my drawing was that our differences actually connect us all. And I also want to thank my teacher who made this possible for me to participate in this. So thank you everyone once again.
Ich muss sagen, Mattea comes from our school. It's ein bisschen unusual. It's a little bit unusual, but her teacher is her Croatian language teacher. Mattea kommt, ja, her mentor. Mattea kommt aus unserer Schule. Ihre Mentorin, ihre betreuende Lehrerin ist ihre Kroatischlehrerin. Sie ist sehr dankbar für die Hilfe und für die Gelegenheit, die sie von ihrer Lehrerin bekommen hat, an diesem großen Wettbewerb teilzunehmen. Es ist eine große Ehre für sie, daran teilnehmen zu können, zu dürfen, und sie ist sehr glücklich, den Preis zu gewinnen. Ich glaube, dass sie das gesagt hat auch. Marija, želiš nešto reći, Marija? Die Lehrerin, nastavnica. Je Marija tu? Nešto je pisala da je ispala. She was here, yes. Marija, meine Marija. Aha, Marija Mišević is here. Is she here? Maria Wischewitsch ist nicht hier. Sie hat mir gerade gemeldet, sie hat Probleme mit der Internetverbindung. Schade. Schade, wirklich schade, aber sie ist sehr glücklich und grüßt euch alle. Sie hat es nicht erwartet, dass sie so einen Preis bekommt bei diesem Wettbewerb. Und es hat ihr wirklich Freude gemacht, dass ihre Kreativität endlich zum Ausdruck kommen könnte. Maria, the third prize winner from the youth category in the German language, is not with us anymore. She has technical difficulties with her internet connection, and she is very glad to win the prize. And she didn't expect it, and she's very grateful for the prize, and that's all. Okay, is Danica with us? The winner of the youth category. Danica, Yes, I really hello, loved your song. I really loved your song. Thank you very much. Tell me, the music is your work as well. You composed the music. Yes, everything is mine. So both the music and the lyrics. Well done, Yes. Danica. Thank I think you very it's a well-deserved first prize. Thank you, I'm so honored. Danica hat selber die Melodie komponiert und die Worte geschrieben, was eine Voraussetzung war, dieser zweite Teil. Und Jelena sagt, und ich stimme ihr zu, dass es wirklich wohlverdient ist, dieser erste Preis. Es war wirklich eine große Mühe und eine wunderbare Arbeit, sehr kreativ. Congratulations, Danica. Thank you very much. Is your teacher here, your mentor, Danica? Yes, I'm here. Can you hear me? Okay, Snežana, welcome. Yes. Dear Jelena, dear Martina, thank you very much for this great contest that has enabled my student Danica to show her talent in music. She's very into music. She's a complete author of the song, and she writes the lyrics, composes, she plays her guitar. She's self-taught, I must say that. Yes, she's self-taught, and she sings her songs. She brought her guitar a few times to school, and we really enjoyed her masterpieces, I would say. I must admit that I was afraid that she would reject the offer to participate because she's been very busy lately. She's a graduate student in our school, and she's been preparing for her finals and for her entrance exam at university. But fortunately, she gladly accepted the opportunity, and she did her best. And now she is the first award winner, which makes both of us very proud. In her song, Danica invites all young people to fight to reach the light. She's optimistic, enthusiastic about the future. She's sure that united in diversity, the youth shall inherit the world. And that's the most powerful message she has sent to young people worldwide. Thank you very much for this great contest, and happy Europe Day. And I hope to see you next year. Snežana is Danica's teacher, and she says that Danica sings Snežana is Danica's Lehrerin.
Okay, umschalten. Und sie sagt, dass Danica alles selber gelernt hat. Sie kann sehr gut Gitarre spielen, sie hat das Lied selber komponiert, sie kann sehr gut singen und das hat sie alles selber gelernt. Also sie besucht keine Musikschule, soweit ich es verstanden habe. Und sie hatte Angst, Snezhana hatte Angst, dass Danica nicht teilnehmen wird, weil sie jetzt eigentlich viele Verpflichtungen hat. Sie ist Abiturientin, also sie bereitet sich für ihre Abschlussprüfungen vor und für die Immatrikulationsprüfung für die Uni. Und am Ende hat Danica wirklich die Zeit gefunden, am Wettbewerb teilzunehmen. Und es freut sie sehr, dass sie das gemacht hat, weil sie jetzt den ersten Preis gewonnen hat. Und sie ist auch sehr dankbar für die Gelegenheit, am Wettbewerb teilzunehmen. Und Snezhana sagte am Ende herzlichen Glückwunsch zum Europatag an alle. We invite other finalists to say something or introduce themselves. Wir laden auch andere Finalisten, wenn sie es wollen, etwas über sich oder über ihre Arbeit zu sagen. Die Lehrerinnen, die Lehrer sind da auch herzlich eingeladen, etwas zu sagen. So may I say something? Yes. My name is Iris Zoric. I come from Croatia, Osijek, and I would like to congratulate all the finalists and their supervising teachers on this great achievement. But I would like to emphasize something else. I think that it is very important to teach our students to participate in these competitions, and it is not the most important thing to be the winner. But I think that we should always learn something from these experiences. And I think that they can also see other people's creativity and support other people's creativity and to be happy because of other the students' achievements. So congratulate to all the participants. And thank you, Martina and Jelena, for this great organization and competition. Thank you so much, Iris. What wonderful words. Yes. Yes, they're always disappointed when they do not win the first prize, second, and the third. Yes. But it is really important to be happy because you are here and you got this opportunity. Exactly, exactly. You can even get motivated or inspired by some, awarded work. And also, mind you, this year we awarded 12 students. Last year we awarded 6. So yes, it's even better. Yeah. Okay, so thank you. Be happy, and let's celebrate Europe. Thank you, Iris. I must say Lotta's work was one of my favorites, but we have 12 prizes. It was very great. Ich muss zugeben, Lotta's, also die Schülerin von Iris ist Lotta, ihre Arbeit war wirklich toll. Es war aber wirklich so schwierig zu entscheiden, wer gewinnt, wer die ersten 3 Preise gewinnt, weil die Beiträge wirklich, und wir hatten auch tolle Lieder, tolle Videos und man kann nicht auszeichnen. Iris kommt aus Osijek und sie wollte hervorheben, es ist nicht nur wichtig, einen Preis zu gewinnen, also es ist viel wichtiger, an einem Wettbewerb teilzunehmen, es ist viel wichtiger zu zeigen, was man wirklich kann und man kann aus der Kreativität, aus der Ideen von anderen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen etwas dazu lernen und wir sollten diese Gelegenheit ausnutzen, nicht traurig zu sein, wenn unsere Schüler oder wenn wir nichts gewonnen haben, sondern das als eine Gelegenheit zu betrachten. Wir sollten das als eine Gelegenheit betrachten, etwas voneinander zu lernen und andere Menschen kennenzulernen. Und sie bedankt sich auch an die beiden Veranstalterinnen, Organisatorinnen, Jelena und Martina. Und vielen Dank, Iris, auch für die schönen Worte. Bitte, ja. Noch jemand? Someone else? You are welcome to say something if you wish. Also vielleicht würde ich etwas sagen, ich heiße Rana Nevicer, ich komme aus Zagreb. Ich bin zum ersten Mal mit meiner Schülerin dabei und ich bin sehr dankbar dafür. Ich kann
so der Kollegin Iris nur zustimmen, mich anschließen. Ich glaube, es war wirklich wunderbar, eine tolle Erfahrung für mich. Ganz selten, letzte Zeit bekommt man die Möglichkeit, internationale Werke zu sehen, international Leute zu treffen. Wir sind so kilometerweit entfernt, aber teilen die gleichen Befürchtungen, die gleiche Freude. Das heißt, wir alle hoffen auf Frieden, Toleranz. Wir haben die gleichen Ideen und nur durch diese Zusammenarbeit, durch solche Wettbewerbe und ähnliche Projekte können wir einfach das zustande bringen, irgendwie. Ja? Oder auch die jüngeren Generationen einfach weitergeben. Ja. So, ich möchte mich auch recht herzlich bei euch, bei den Veranstalterinnen bedanken. Das ist ganz bestimmt eine ganz große Arbeit, eine Riesenarbeit, die ihr geleistet habt. Und danke für alles. Ja, liebe Reana, danke schön. Es war wirklich eine Riesenarbeit. Es lohnt sich aber, wenn man die Arbeiten sieht und wenn man sieht, wie viel Mühe und Kreativität darin steckt. Reana is the teacher from Zagreb. She had a student, ihre Schülerin hatte ein tolles Video. Her student had the video, the film, and she's very grateful for the opportunity to meet international colleagues and the students. It's rare it's rare now to meet each other in the times we live in. It's very important to get the opportunity to make it in these days. I think she also said that they participated for the first time, huh? For the Did first I time, get that yes. right? Yes. 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 Thank you very much. Yes. Thank you very much. Anybody else? Noch jemand? Finally, I can see your hand. Hello, thank you for being here. Good morning to Colombia. Wir müssen sagen, es ist in Kolumbien 5 Uhr am Morgen. Also sie sind, oder 6 Uhr inzwischen. Yeah, you are just waking up here. Having my coffee because I'm just waking up. Hello, girl. No, I just want to say thank you for the opportunity, as always. All you do is a great job. Always, you do a wonderful activity, a wonderful job to get the opportunity to my students to participate in something, abroad. Students were very excited, and of course my boss was excited too. And it's a great opportunity for my community to understand that when you can use English for many things. Now it's not just a language, it's like a bridge, to contact to everyone. And besides, this activity gives them the opportunity to improve, of course, English, and besides, they got the space to show their passion about arts, painting, drawing, dancing, singing. That's something amazing because most of the time they have those spaces, it's hard for them. It is not easy to find those spaces, those places to do that. So thanks for the opportunity as always, and thanks for everything. And I have been watching the videos and the jobs, the works they did, and they are amazing. They are pretty good. Thank you so much, Rainori, for supporting us and being here with us. Dankeschön. Also ich werde es ganz schnell machen. Es ist eine tolle Gelegenheit, nicht nur Fremdsprachen anzuwenden und Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Solche Wettbewerbe sind eine tolle Gelegenheit, ihre Talente zu zeigen, die Leidenschaften zum Tanzen, zum Singen, zum Malen. Es ist eine tolle Gelegenheit, das zu machen, weil man eigentlich im Alltag nicht so viel Zeit hat, nicht so viel Gelegenheit hat, das zu machen, und solche Wettbewerbe geben eigentlich den Raum dafür. Und guten Morgen noch einmal. Good morning once again. Okay, Andrea, wolltest du noch etwas sagen? Andrea Korčanin, vidjela sam ruku. Ich habe deine Hand gesehen. Nein. Noch jemand? Nein, ich habe was falsch gemacht.
Ja, ich wollte nichts mehr sagen. Nije ovo mjesto odabrao sasvim bez veze. Ako još neko želi? Would anybody else like to say? Evo, ja bih kratko. Ich möchte auch was kurz sagen. Can we go to the video now? Okay, also ich möchte mich auch ganz herzlich bei Martina und Jelena bedanken und ich gratuliere allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, allen Mentoren und Mentorinnen und ja, ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meiner Schülerin Emma Jagar und bei anderen zwei, also Maria und Lana. Sie sind alle Schülerinnen der 6. Klasse in der Grundschule Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko. Und ja, congratulations to all participants. I hope to see you again next year at the awards ceremony, and I am glad we had opportunity to participate in this event. Thank you, hvala. Thank you for the translation too. Thank you. Danke für die schönen Worte, Nusreta. Ja, bitte. Ihre Schülerinnen hatten auch tolle Arbeiten. Sehr interessant, eine Art und Weise, wie man zeichnet, die ein bisschen kindisch ist, aber doch toll. Genau, Sketchnote-Methode hat Emma verwendet, also Emma und Lana. Sie haben diese Methode gelernt und haben sich entschieden, dann eine Botschaft mit Sketchnote zu senden. Super, das haben Sie geschafft. Ja, danke. Huberni aus Kolumbien. From Colombia. We can hear you very poorly. No se escucha. We can't listen to you. Is he on his phone or? Jelena, there is a question, in fact. Do we have more finalists? No, all the finalists are here. Good morning. Morning. I am Habla duro. Good morning. I am Vega Flores. I am 60 years old. I was born in Colombia, Villavicencio. Huberni ist 15 Jahre alt. Er sagt Guten Morgen und er kommt aus Kolumbien. Das habe ich verstanden. Happy to have you here and in this contest. Wir freuen uns, dich zu haben. I start the year 20 years old. I was going to squat on the team I really like to do. I was up. I listen to the songs on my mom and my dog. My masterpiece coach always is to say no. And how young people with lead minds have to do things to do it. The goal is get better than yesterday, no better than older. Thank you. Thank you. I must admit I didn't hear everything. Yes. May I help you with that? Yes, I know what he wants to say, but he's got some troubles with the audio. I don't know, because I know you couldn't listen in as well. You know, so good. But he wanted to say, he told me that he started to learn when he was 13 years old. He was 13 years old, and he loves drawing because it's something that he really likes to do. What else? He told me, his masterpiece is about how the world is not going too good, but he thinks young people can heal it, can do something to improve it and make it a better place and a better, make it better situations. And that's the masterpiece talks about. And what else? I don't know. He told me he started drawing when he was in love with a girl, and he didn't know that he could do it. But when he falls in love, he gets the inspiration or something what like a great story.
Okay, also, can I translate it now? Yeah. Okay. Her student Huberni, spricht man das aus? Also ihr Schüler Huberni hat es angefangen zu malen und zu zeichnen, als er verliebt worden ist. Und er wusste vor diesem Augenblick gar nicht, dass er so gut zeichnen und malen kann. Es ist eine tolle Geschichte und er sagt, dass ein Kunstwerk eigentlich eine Botschaft in sich hat, dass die Welt nicht auf dem guten Weg ist und dass wir uns alle bemühen sollten, zusammen die Welt zu heilen. Also zusammen können wir das schaffen. Und er hat angefangen zu malen und zu zeichnen mit 13, oder? So the video exhibition of all submitted work will be uploaded soon, internet and technology permitting, and the recording of this ceremony will be uploaded on YouTube as well. Die Wiederausstellung mit allen Arbeiten wird bald hochgeladen. Es hängt von der Technologie und unserer Internetverbindung ab. Und die Aufnahme der Preisverleihung wird auch möglichst bald hochgeladen und auf YouTube veröffentlicht. Wahrscheinlich vor dieser Wiederausstellung. Daran arbeiten wir noch. We are thankful to everyone who supported this competition, either with presents for the winners or for their positive opinion. Wir bedanken uns an allen, die uns mit Sachpreisen für die Gewinner und Gewinnerinnen unterstützt haben oder die sich zu unserem Wettbewerb positiv geäußert haben. Und da ist jetzt die Liste. This is the list. Thank you for being with us today. Danke für Ihre Teilnahme heute an dieser Preisverleihung. Danke für Ihre Zeit und für das Engagement, das Sie in den Wettbewerb eingesetzt haben. Thank you for investing your time into this contest. Dear teachers, thank you for supporting this contest and introducing it to your students. We invite you all to join us on Europe Day 2023. Please like and follow our official Facebook page, where you can find all relevant information. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, danke für Ihre Unterstützung und für die Mühe, die Sie eingesetzt haben, um Ihre Schülerinnen und Schüler für den Wettbewerb zu motivieren. Wir laden Sie ein, wir laden euch an, die Schüler, die Schülerinnen auch. Natürlich, Sie sind die Hauptpersonen in dieser Geschichte am Europatag-Wettbewerb 2023 teilzunehmen. Bitte liken Sie und folgen Sie unsere offizielle Facebook-Seite, auf der Sie alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb finden können. Und am Ende, Jelena. Happy Europe Day. Happy Mother's Day to all the mothers in today's meeting, and enjoy the rest of the day. Goodbye. Also am Ende möchte ich Ihnen alles Gute zum Europatag wünschen und alles Gute zum Muttertag. Wir, nicht nur ich. Wir wünschen Ihnen und euch einen angenehmen Sonntag. Auf Wiedersehen und Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat als geplant. We are sorry that it has lasted a little bit longer than planned. Vielen Dank an alle. Thank you very much.